Der Weihnachtsgeschenk-Computer. Im Himmel ist die Bigi von den Wunschzetteln Jahr für Jahr grösser geworden. Wir konnten kaum mehr nachher mit sortieren. In den letzten Tagen vor Weihnachten hat es ein schuderhaftes Gejuffel gegeben und manchmal hat es nur noch gerade haarscharf gelenkt. Darum hat man sich schliesslich entschlossen, wir wollen einen Computer suchen tun. Das war eine gäbige Maschine. Auf Spezialschreibmaschinen haben die Engel die Lochkarten geschrieben, die hat man am Computer gefüttert und auf der anderen Seite sind die Geschenke fix fertig verpackt und adressiert rausgekommen. Das wäre wunderbar gegangen, wenn nicht am Engel Carolus ein Missgeschick wäre passiert. Er war damit beschäftigt, am Computer die Lochkarten reinzugeben und dabei ist ihm ein Bigeli davon am Boden gefallen. Der Petrus ist ihm helfen auflesen und mit seinen genagelten Schuhen ist er auf diesen Lochkarten herumgetrampelt. Das hat auf dem weichen Wolkenteppich natürlich Löchli in die Lochkarten gegeben, die nicht reingehört haben. Der Carolus und der Petrus haben sich dieser Löchli nicht geachtet, aber der Computer schon. Der hat jetzt alles durcheinander gebracht und weil die Karten alle vom Lerchenweg waren, hat es dort am Heiligen Abend Kopfschütteln und Ratlosigkeit gegeben. Die Witwe Kunz hat nämlich heimlich gewünscht, sie könne Fernsehen auspacken. Und jetzt hat sie misstrauisch dem Hometrainer Muskelkraft gemustert und nicht gewusst, was sie damit machen soll. Sider hat im Haus schräg vis-à-vis der Freddy Lehme sein Gigantphiros ganz verwundert in eine Ecke gestellt. Was hätte er als Leichtathlet damit anfangen? Der alte Pfarrer Gerster hat gelächelt, aber klein schräg, als er das prächtige Schminksortiment mit dem Namen Bonsoir hat ausgepackt hatte. Und 2 Häuser weiter nieder hat Fräulein Grieder mit grossen Augen eine Meerschaumpfeife Minière von Holland angestaunet. Bei Bühlers haben sie auch Geschenke ausgepackt. Das Theresli, das in den Kindergarten gegangen ist, hat als erstes sein enormes Pack ausgewickelt und zum Vorschein ist ein Fernseher gekommen. Der Grossvater hat den Kopf geschüttelt und etwas von unvernünftig brümmelt. Aber erst, als der 4-jährige Raufi einen gut teuren 3-Sterne-Cognac aus dem Papier genommen. Und zu gerechtem draufgekommen, dass etwas krumm gelaufen ist er, als er ein Baby mit Mamastimme und automatischen Augsdeckeln an einem Bein aufgehauen hat. Er hat das Baby am Theresli gegeben, der Cognac und der Fernseher vorsorglich sichergestellt und der Raufli tröstet, er komme ganz sicher noch zu seinem Gigantphiros, den er auf einen Wunschzettel geschrieben hat. In ein paar Häusern am Lerchenweg hat man den heiligen Abend mit gemischten Gefühlen abgeschlossen. Und nicht alle sind zufrieden ins Bett gegangen. Am Weihnachtsvormittag ist der Grossvater Bühler von Haus zu Haus den ganzen Lerchenweg durch. Überall hat er geläutet und eine schöne Weihnachten gewünscht und beiläufig gefragt, was es denn echt für Geschenke gegeben hätte. Bei der Witwe Kunz hat es das erste Mal Zümpfli geblinzelt, als er von dem Hometrainer vernommen hat. Er hat die Witwe eingeladen, sie feiern hinten noch einmal bei Bühlers, ob sie nicht auch kommen. Sie soll doch den Hometrainer nicht vergessen mitzubringen. Die Witwe Kunz hat dem zugesagt. Beim Freddy Lehme hat der Grossvater wieder blinzelt und auch der Leichtathlet hat versprochen, er komme und bringe das Gigantphiros mit. Der Pfarrer Gerster hat zwar wissen, um was es ging, aber der Grossvater hat nichts verraten. Er soll schauen und ja, der Schminkkasten nicht vergessen. Die Fräulein Grieder hat gern zugesagt. Es hat sich sowieso gelangweilt und war ganz froh über die Einladung. Natürlich nehmen sie dann die Meerschaumpfeife mit, hat sie ein erstaunt versprochen. So, jetzt war alles parat. Auf die 5 hat Frau Bühler neue Kerzen auf das Bäumchen da und sie angezündet. Und gleich darauf ist eins um das andere gekommen, der Pfarrer Gerster, die Fräulein Grieder, der Freddy Lehme und die Witwe Kunz. Sie haben Platz genommen am grossen, ausgezogenen Tisch, haben einen Kaffee getrunken und Weihnachtsgützli gegessen, berichtet und einander erst jetzt lernen kennen, wobei sie schon seit Jahren alle am Lerchenweg gewohnt haben. Und jetzt hat der Grossvater Bühler die Regie übernommen. Er hat den Fernseher wieder eingepackt und das Riesenpack jetzt der Witwe Kunz übergeben. «Halt, aber noch nicht auspacken», hat er befohlen. «Zuerst gebt ihr euer Geschenk an Freddy Lehme.» So ist es gemacht worden. Der Freddy Lehme hat sein Geschenk von der Witwe Kunz bekommen, er hat sein einem Raufli gegeben, der Pfarrer Gerster hat mit dem Fräulein Grieder getauscht. Und erst jetzt haben sie auspacken.
Die Witwe Kunz hat überglücklich ihren Fernseher bewundert, der Freddy Lehmann hat den Hometrainer gerade ausprobiert und das Theresli ist sein Baby reichen. Der Pfarrer Gerster hat mehr Schaumpfeifen gestopft, der Grossvater Bühler hat allen Grossen ein Gläschen von seinem Cognac gegeben zu probieren. Der Raufli hat auf seinem Gigantfiross «Hü, hü» gekräht und das Fräulein Grieder hat gefragt, ob es Kurti ins Badzimmer darf. Und der Schminkkasten hat sie mitgenommen. So war die Panne bestens behoben. Alle haben gefunden, so eine gemütliche Weihnachten haben sie schon lange nicht mehr erlebt. Und man hat gerade abgemacht, das nächste Jahr wollen wir dann wieder zusammen feiern, sei es dann mit den Geschenken, wie es will.